Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Heute haben wir einen sehr modernen Fall. Für das Geisbacher Schöffengericht viel zu modern. Das erste Automobil in der friedlichen Stadt hat eine nicht geringe Aufregung verursacht. Die Tücke des Objektes zeigt ihre Krallen, aber noch überwiegen die menschlichen Zusammenhänge. Ja, wir sind richtig, Sofa. Ja, bitte. Zurück, zurück. Ich hab's gesehen, Herr Wachmeister. Ich bin direkt daneben gestanden. Ich hab's gesehen, so viel Zeit können wir nicht brauchen. Zurücktreten. Ist alles besetzt. So, alles bitteschön. Zurücktreten. So. Jetzt doch warm bleiben. Ich schließe die Türen, wir fangen gleich an. Heute geht's grob auf. Ein Minknat von Katis, du. Aber ohne mich geht's nicht. Ich hab die gnädige Frau vom Automobil rausgekommen. Das war ich. Meine Aussage ist wichtig. Ich komme auf alle Fälle dran. Ich hab ja nichts gesehen, ich hab bloß salutiert. Oh mein, sowas gerade tragen dürfen. Es geht an durch und durch. Eine süße Last. Da merkt man erst, was man daheim für ein Klump hat. Gell, Veitel? Weißt du, was ich dir sag? Was? Wer gegen die Gnädige heute eine Aussage macht, gegen die gnädige Frau und ihren Herrn Gemahl, der kriegt's mit mir jetzt da. So ein Weiberler Feinstes hat immer recht. Bei uns schon. Für so ein Weiberl, da leist ich jeden Eid. So. Jeden. So. Ich kenn Sie, Simmel. Sie sind der tüchtige Bierführer von der Postbrauerei hier, gell? Sie fahren mit Ihren 2 strammen Rössern die Bierfässer aus. Ja. Ich weiß, dass Sie nicht gern reden, Simmel, aber jetzt tun's mir persönlich den Gefallen und sagen Sie wenigstens dazu einmal ja. Ne? Gebittchen, Simmel. Das ist ein Volltrottel, Herr Vorsitzender. Ja, sowas kenne ich. Da ist jede Minute schade, Sie mit dem vertun. Sie können meinen Anwalt ruhig Glauben schenken. Genauso wie er es dargestellt hat, so war's. Abgesehen davon, dass ich Sie noch nicht um Ihre Meinung gefragt habe, Herr Daimer, gebe ich noch nicht so schnell auf. Simmel, geh noch mal her zu mir. Jetzt sag einmal, wie heißen denn deine 2 Pferde? Der Brendel, der Blass. Ja, brav, Simmel. Schöne Ross, gell? Ein schwachsinniger Dorftrottel. Namens meines Klienten lehne ich jede Aussage, die der Angeklagte zu Ungunsten unserer Sache ausführt, voll und strikte ab. Herr Vorsitzender, ich gäbe diese Erklärung gleich zu Anfang der Verhandlung zu Protokoll, damit wenigstens in diesem Punkt Klarheit besteht. Meine Begründung lautet wie folgt. Nach § 140 StPO sowie nach § 66d sowie nach den sonstigen Bestimmungen der Strafprozessordnung für Stumme habe ich Folgendes auszuführen. Herr Kollege, halten Sie mal. Wenn ich Belehrungen nötig hätte, gell, dann würde ich sie mir ganz bestimmt nicht von Ihnen holen. Hallo, das sollte... Ja. Lassen Sie Ihren Geist in München sprühen. In Geisbach fallen Sie bloß unangenehm damit auf. Das heißt nicht primär mit dem Geist. Gell? Wenn der Angeklagte schwer der Sprache fähig, so bitte ich doch feststellen zu wollen, ob er wenigstens des Schreibens kundig ist. Sehr richtig. Ich stimme den Ausführungen des Herrn Staatsanwaltes zu und folgere, der Mann besitzt so viele Sinnesmängel, dass er den Beruf eines Kutschers im Straßenverkehr nie und nimmer auszuführen imstande ist. Es erübrigt sich ergo jede Verhandlung. Nach dem Verkehrsgesetz darf der Mann kein Pferdefuhrwerk führen. Darf ich fragen, wieso? Ja. Erstens ist er schwerhörig. Zweitens schwachsinnig. Drittens ist er ein Bierführer. Man weiß ja, was diese Leute verkonsumieren, nicht wahr? Und viertens hat er sich als boshafter Lümmel erwiesen. Als nämlich die gnädige Frau meines Mandanten... Bitte bremsen, Herr Kollege. Sie scheinen nicht bloß den Simmel, sondern auch mich für einen Trottel zu halten, gell? Wenn ich Ihnen noch einmal sowas entfleucht, noch dazu, ehe ich Ihnen das Wort erteilt habe, dann gibt's was. Setzen Sie sich hin und passen Sie gut auf. Vielleicht können sogar Sie von mir noch ein bisschen was lernen. Aber zuerst legen Sie ein bisschen was von Ihrer Arroganz ab. Oder kaschieren Sie es wenigstens besser, nicht?
Ja, ich bitte vielmals um Entschuldigung, gnädige Frau, aber das hat sein müssen. Nicht an allen Herrschaften aus München können wir erfreut haben. Nicht? Oh, vielen Dank, Herr Rat, für so viel guten Willen. Ruhe da hinten, Ruhe. Na, ernst das? Hat meine Gnädige nicht schon genug mitgemacht? Erst die tiefe Ohnmacht, wenn es nicht gar eine Gehirnerschütterung war. Gell, Soferl? Ja, bitte. Ja. Und dann diese Hautabschürfungen. Hier, durch diesen Idioten da, seinen Bierwagen. Ganz abgesehen von dem Schrecken, den ich erlitten habe. Alles in allem haben mich die Arzt- und die Medizinkosten an die, ja, wie viel macht's denn, Herr Doktor? Erteile das Wort. Danke. In Summe 460 Mark sowie 35 Pfennige. In dieser Summe sind allerdings auch die Reparaturkosten für das erheblich beschädigte Automobil mit enthalten. Ja, aber nicht das Schmerzensgeld für mich und meine Frau Sophie. Da könnte man nämlich gut und gern nur mal 50 Mark verlangen. Mindestens. Ja, verlangen können Sie das schon. Fragt sich nur von wem? Von Pferden vielleicht. Was denn? Von diesem Idioten da? Oder von seinem Herrn, dem Brauereibesitzer? Ich meine, einer muss zahlen, nicht? Deswegen sind wir ja schließlich da. Es ist Usus generell bei Schäden bzw. Beschädigungen erst einmal festzustellen, ob ein Verschulden vorliegt, bevor man vom Zahlen redet. Also müssen wir auch hier erst den Beweis liefern für die Schuld dieses Simpels. Dieser Simpel hört schlecht, sieht schlecht, denkt schlecht. Was für Beweise wollen Sie noch, Herr Kollege? Ich höre Sie schon gehen, Herr Kollege, aber so leicht haben Sie es mit mir nicht. Auf den Beweis, auf den es hier ankommt, bin ich schon aus. Da bin ich aber gespannt. Ruhig. Aber zunächst hätte ich ganz gerne mal festgestellt, das interessiert mich, und es wäre ja auch möglich, ob nicht die Gegenseite auch Schäden erlitten hat, nicht wahr? Sieh mal, komm mal her. Komm näher. Noch ein bisschen näher. So, jetzt erklär den beiden Herren da einmal, was bei dir alles kaputt gegangen ist. Ich meine, ein Wagen, ein Bierwagen, ne? Ja. Wohl. Am Geschirr, ruhig, am Geschirr, an die Radl, an der Deichsel zum Beispiel. Na, die Deichsel weniger. Der hat das Auto gar nicht viel gemacht. Aber du hast doch plötzlich bremsen müssen, du hast doch einen Ruck gegeben. Haben sich da deine Geilen nichts getan, nicht? Meine Geil? Ja. Am Breindl und am Blass? Ja. Na, gar nicht. Die haben gerade gelacht über das Auto. Ja, also, gar nichts ist ihm passiert, dem Grobian. Aber so ein Trottel lässt man doch nicht auf die Straße. In der Großstadt ist das verboten, da hat der Poldi recht. Es hätte ja das allergrößte Unglück entstehen können. Ja, selbstverständlich, gnädige Frau. Es ist aber eben nicht mehr passiert. Ne? Ja, Dankeschön. Uns gelangt's. Ja. Der besoffene Bierführer hat mit seinem Mordstrom-Bierwagen meinen niegelnagelneuen Brennerwur umgestoßen. Wenn das kein Unglück ist, wo doch ich und meine Frau Gemahlin drin gesessen sind und diesen Stoß miterlebt haben. Verschiedene Apparaturen waren kaputt. Die Hupen zum Beispiel, die ist ja total verbogen. Die gibt überhaupt keinen Ton mehr von sich. Bitte, Herr Amtsrichter, überzeugen Sie sich selber von der Schwere des Unfalls. Total ramponiert ist das Stückel. Ja, Herr Daimer, mehr Sinn hätte es gehabt. Sie hätten mir den ganzen Hergang dieses Malheurs erzählt. Von der verbogenen Automobiltrompete kann man ja nicht unbedingt auf eine völlige Demolierung Ihres Töfs da schließen, nicht? Immerhin kann man sich da ein Bild machen von der Schwere des Unfalls. Ich meine, von der Gefährlichkeit dieses Aufpralls. Schaut, dieses schöne Herrndl, das hat so einen guten Ton gehabt. Also, es tut uns alles ungemein leid, Herr Daimer, aber es passieren ja mit den Pferdefuhrwerken schon Unglücke genug. Um wie viel mehr mit so einem unberechenbaren Benzinkraftwagen. Und Sie haben zweifelsohne so ein gemeingefährliches Dings da selber gesteuert, nicht? Mitten auf dem Stadtplatz ist es geschehen, bei der Ausfahrt von der Postbrauerei. Ich komme also beim oberen Tor herein mit einer mittleren Geschwindigkeit von ungefähr 10 bis 12 Kilometern in der Stunde. Was? Ruhig, so schnell? Ja. Und was passiert? Obzwar ich das Horn hab blasen lassen, ich weiß das nämlich ganz bestimmt, weil ich immer das Horn blasen lasse, wenn Menschen oder Viehzeug in der Nähe ist. Ja? Also, was passiert? Vom Postbrei kutschiert rücklings ein Mordstrom-Bierwagen heraus. Und das mit einer wesentlich höheren Geschwindigkeit, indem das es nämlich vom Postbrei herunter ein bisschen abschüssig ist. Ja? Der Idiot muss ja seine Resser direkt scharf rückwärts antrieben haben. Mein Auto war ja nur ein paar Meter entfernt und schon hat's kracht. Na klar, muss ja.
Aber das sagt ja noch gar nichts über das Wie und Warum aus. Wenn zwei Fahrzeuge miteinander kollidieren, so ist das immer mehr oder minder ein Zufall schuld. Ja, da wäre ich sehr vorsichtig mit der Schuldfrage. Schauen Sie, Herr Daimer, seit Jahrhunderten spricht man bei solchem Zufall, in so einem Fall bei uns von einem Unglücksfall. Infolgedessen machen wir es kurz. Schade um jedes weitere Wort. Wir stellen das Verfahren ein, schlage ich vor. Halt, Herr Advokat, das ist ja der reinste Justizmord. Immer mit der Ruhe, nur nicht rudeln. Herr Vorsitzender, ich kann mit Sicherheit beweisen, dass gegen meinen Mandanten ein Komplott geschmiedet wurde, schon Tage vor dem Unfall. Ja, schon seit Jahren. Seit Jahren sind die Einheimischen gegen uns eingestellt. Ja, das stimmt. Immer wenn wir zur Sommerfrische hier sind, vergehen uns gewisse Personen die Freude an der Natur. 2 Tage! 2 Tage vor dem sogenannten Unglück, da wäre mir der Klachel, der Gescherte, beinahe mit seinen dicken, fetten Brauresser in den Hintern reingefahren. Gerade noch, dass ich hab wegspringen können. Wenn ich nicht wegspringe, spießt er mich gerade auf. Ich bitte um Ruhe, Leuten. Herr, hab ich zum Breindl gesagt. Und gestanden ist er. Bitte, das ist doch ein vernünftiges, pflichtbewusstes Verhalten. Aber der Schrecken, der steckt jetzt noch in mir drin, gell, Sofferl? Ja, heute mir auch. Ich bin nämlich schon im Fond gesessen, hab alles gesehen. Auch, dass gewisse Frauenspersonen hämisch gegrinst haben. Das Grinsen, gnädige Frau, gehört nicht ganz zur Kollision. Nur um die geht es hier und dafür fehlen mir immer noch sämtliche Schuldbeweise. Und solange ich die nicht habe, ist der Simmerl für mich unschuldig. Gehen Sie mal das Bütchenblatt. Bitte, Herr Vorsitzender, führen Sie die Zeugin Georgine Feustel, Brauereibesitzersgattin, von hier vor und vernehmen Sie die Dame gehörig. Ja, darum möchte ich bitten. Jawohl, ich verlange die Verteidigung der Frau Ökonomierat. Ja, ich sage ja, ich verlange die Verteidigung der Frau Ökonomierat. Ich denke ja gar nicht dran. Die Frau Ökonomierat bleibt aus dem Spiel. Die Dame hat mir nämlich selber glaubwürdig versichert, sie sei noch nie in ihrem Leben in so einer Benzinkutsche gesessen. Infolgedessen kommt ihrer Aussage nicht die geringste Beweiskraft zu. Sie würde übrigens auch nie in so ein Stinkvehikel hineinsteigen. Aber Ihr Gemahl, der Herr Ökonomierat, hat sehr wohl den Wagen meines Mandanten bestiegen. Und da dies nicht anders möglich ist, als dass er im Fond des Automobils neben der gnädigen Frau Sophie sitzt, in dem nämlich der Gemahl, mein Mandant, Herr Luitpold Daimer, in eigener Person das Automobil zu steuern versteht, denken die hiesigen Drahtschweiber und Spottvögel ruhig sofort an die unverschämtesten Dinge. An die unverschämtesten. Wenn ich noch dran denke, könnte ich schon ohnmächtig werden. Meine Gnädige, haben diese Dreckbären herumerzählt. Und die halberte Freude an meiner Sommerfrische ist mir vergangen. Warum fahren Sie noch alle her? Meine Gnädige, die würde sich im Fond meines Brennerbohrs an den Herrn Ökonomierat drücken. Ja, und noch viel Schlimmeres wurde erzählt. Ja, es ist doch selbstverständlich. Ich meine, wenn ich mit einer so vehementen Geschwindigkeit in eine Kurve hineinkurve, da mag sie schon ein bisschen hindrucken. Ne? Das ist ein Naturgesetz und keine Schweinerei. Ruhig, sag ich. Das hat ja auch niemand behauptet, Herr Daimer. Ich höre das von Ihnen zum ersten Mal. Ne? Wachtmeister, bitte den Herrn Gendarmeriekommandanten von hier. Gendarmeriekommandanten, jawohl. Und ich verlange die Einvernahme und Vereidigung sämtlicher Damen der Postbrauerei. Nein. Ohne meine Aussage geht's nicht, das weiß ich gewiss. Ich hab alles gesehen. Sogar die Wadel von der gnädigen Frau haben wir gesehen. Bis zum Knie mit Strumpf. Und ich hab sogar an ihrer Blusen ein Knöpfel aufgemacht. Ja, weil die Ohnmächte kommen allerweil von die zu engen Kleidern. Ja, die wissen schon. Ich hab nichts gesehen. Ich hab bloß salutiert. Ja. Also wenn dem Simmerl in dem Prozess nur ein Haar gekrümmt wird, nachher werden gewisse Herren in der Postbrauerei nicht mehr bedient. So, das soll ich euch ausrichten. Und einen schönen Gruß dazu von unserer Frau Ökonomierat. Herr Zeuge der königlichen Gendarmerie, bitte wollen Sie sich in den Zeugenstand begeben. Bitte. Ich hab nichts gesehen. Er hat nichts gesehen. Ja, der soll doch die Wahrheit sagen, der Schuft. Der hat der gnädigen Pixel Madame Anhof gemacht. Jawohl, ihr alle seid ihrer nachgestiegen. Oha, Walli, oha. Nachgeschaut haben wir, gell? Und nicht nachgestiegen sind wir. Und das ist ein kleiner Unterschied. Ja, Zefritz, jetzt wäre ich noch einmal krantig. Du, sag einmal, gefällt er dir so gut, der Herr Gendarm, ha, Walli? Ach, geh doch weiter. Gefällt er dir so gut, dieser schönste Mann der Stadt? Die Frau Ökonomierat, der ist ja bloß wegen dem Kommandanten, über den Herrn Ökonomierat auch, aber am meisten über den Kommandanten, nicht wahr? Aber das rennt so alles sein. Ich mache einen Sündenbock, nicht freiwillig,
Und alle werden freigesprochen. Ja, was haben's denn überhaupt gesehen, Herr Kommandant? Hm? Nichts, Herr Rat. Ich habe bloß recherchiert und meine Recherchen stehen im Protokoll. Ach so, ja. Ja, das habe ich. Da, ja, hier. Und hat besagter Hausmeister der Postbrauerei Vitus Stengel ehemals Nachtwächter da hier dem Bierführer Simmel beim rückwärts herausfahren des Bierwagens geholfen, indem er heraußen auf der Straße die Arme ausgebreitet und den ganzen Verkehr aufgehalten hat. Aber das Automobil hat nichts gegeben auf den Feitel und ist trotzdem weitergefahren. Dies bestätigt der Gendarmerie-Kommandant etc. 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 Brav. In eigener Person habe ich nichts gesehen, ich habe bloß salutiert. Dieses Protokoll ist eine glatte Fälschung. Wie bitte? Sie, Herr Doktor, jetzt rede ich aber in allem Ernst mit Ihnen. Ein königlich-bayerisches Gendarmerie-Protokoll, das kann vielleicht ein Schmarrn sein, aber eine Fälschung? Nee, setzen! Bitte schön, nehmen Sie auch Platz, Herr Kommandant. Wachtmeister, rufen Sie mir den Zeugen Vitus Stengel herein. Vitus Stengel, jawohl. Und anschließend den Herrn Ökonomierat. Herrn Ökonomierat, jawohl. Ja, richtig, jetzt fällt's mir wieder ein. Mitten auf der Straße. Vor mir, da steht dieser andere Dorftrottel von der Brauerei, dieser ehemalige Nachtwächter, und fuchtelt mir mit seinen Bratzen herum. Ich weiß natürlich, dass der Kerl spinnt und bremst ab. Und schon hat's kracht. Ah, das ist aber recht merkwürdig, Herr Daimer, dass Ihnen das jetzt erst einfällt. Ja, wer denkt denn schon an jede Kleinigkeit? Der ganze Fall liegt doch sonnenklar auf der Hand. Der Herr Staatsanwalt ist sicher ganz meiner Meinung, nicht wahr? Nicht gänzlich, aber immerhin. Das sind neue Aspekte. Ich ersuche das Hohe Gericht nun ebenfalls um die Einvernahme der Zeugin Georgine Feustl. Mindestens aber bitte ich um die Aussage des Herrn Ökonomierats. Zum Wohlsein, Herr Ökonomierat. Das sind keine Weißwürste heute. Da ist viel Wasser drin. Gute Lust habe ich und entlasse den Metzger. Oder darf ich das auch nicht? Ist das auch ein Liebling von gewissen Frauenspersonen in meinem Haus? Bitte, dann bringe ich andere. Aber das sage ich Ihnen, Herr Ökonomierat. Wenn der Franzl geht, dann gehe ich auch. Ja, bitte geh. Ich komme doch meine Weißwürste selber auch machen. Ja, Peppi, was hast denn du heute? Das will ich schon haben. Eifersüchtig bin ich. Du? Ja, auf wen denn? Auf den Herrn Gendarmerie-Kommandanten, weil ich jetzt weiß, warum du auf die Münchner Sommerfrischlerin so eifersüchtig bist. Nicht wegen mir, wie ich mir einbildet habe, ich Deppibläder, sondern wegen dem Herrn Gendarmen hast du das Auto ramponieren lassen. Na, das ist nicht wahr. Nur wegen dir hab ich ihn zusammensteßen lassen, den stinkenden Benzinkahn. Nur wegen dir, Peppi. Ist das wahr? Ja. Und schleicht die morgen an so in eine Würst? Gern. Ina, geh her zu mir. Darfst von meiner Weißwurst abbeißen? Oh, Peppilein, wie kann man denn nur so dumm sein? Oh, du. Ja, herein. Grüß Gott. Gut. Der Zeuge, Herr Ökonomierat Josef Feustl, tut zum Brauereibesitzer da hier. Ja, das bin ich. Du kommst allebei recht, hock dich her. Gleich kommen neue Weißwürst. Ich bin so frei. Der Prozess nimmt gerade eine unschöne Wendung. Was? Eine sehr unschöne Wendung nimmt dieses Verfahren plötzlich. Ja, gnädige Frau, dann allerdings unser tiefstes Mitempfinden. Das ist ein Komplott, wie es im Buch steht. Jawohl, ich verlange die sofortige Verhaftung dieses Zeugen. Der gehört ebenso auf die Anklagebank wie der andere Dorfdepp. Stopp, bitte. Wenn schon Depp, dann Stadtdepp. Wir sind ein königlich-bayerisches Bezirksamtsgericht. Das ist mir wurscht. Veitel, stimmt das, dass Sie diesen Racheakt der Damen da ausstudiert und in die Tat umgesetzt haben? Oh, mein Herr, von Rache konnte überhaupt nicht mehr die Rede sein. Unsere Frauen waren fuchsteufelswild. Von einem Unglücksfall oder Zufall, Herr Vorsitzender, kann wahrhaftig nicht mehr die Rede sein. Na, wieso, da kann nicht mehr die Rede sein. Na, aber damit ich richtig erzähle, also unsere Weiber sind ja heute noch fuchsteufelswild. Und die Fräulein Monika zum Beispiel, die hat gesagt, wenn ihr Metzger, der Franzl, noch ein einziges Mal der Münchner Mistamsel danach schaut, nicht wahr? Dann reißt sie ihm den Bart büschelweise auf. Ja, mei, da kann ich stundenlang könnte ich erzählen. Jedes Mal, wenn die gnädige Frau über den Marktplatz ging, geschwanzelt so, gell, so. Wie bitte?
getänzelt, nicht? Und wir Mannsbrüder haben mir nachgeschaut, ich nicht, aber die anderen, die Frauen, die haben alles kurz und klein, das ganze Geschirr. Ich kann doch nicht dafür, wenn mich manche Bürger grüßen. Da grüße ich halt eben zurück. Also Gott sei Dank hat unser Ökonomierat nur ein einziges Mal mitfahren wollen mit dem Automobil. Kommen wir endlich zur Sache des Unfalls. Der Zeuge Veitel bestreitet nicht, den Benzinkraftwagen des Herrn Klägers angehalten zu haben, nur damit der Bierwagen jenen umso empfindlicher treffen konnte. Ja, habe ich ihn angehalten, nicht wahr? Ich habe mir anhalten müssen, weil doch der Simmel mit seinem Bierwagen arschlinks... Bitte? Kehrseite, also rückwärts rausgefahren ist. Nicht wahr? Danke, das genügt. Ich werde daraus meine Schlüsse ziehen. Ja, sehen Sie. Aber natürlich, wenn der Herr Kommandant nichts anderes tut, wie einem drum aber salutieren, ja, da muss ja ich mich um die Sachen kümmern. Ach, so ist das. Sie wollten vorsorglich ein mögliches Unglück verhindern, Veitel. Das ist ja ein völlig neuer Aspekt der ganzen Sache. Ja, ich wollte es verhindern. Ja, ich muss überhaupt immer alles verhindern. Aha, und der Herr Kläger hat nicht angehalten. Ja, das ist natürlich dann auch kein Zufall, nicht? Erlauben Sie mal, Herr Amtsrichter, wer muss denn da anhalten? Wenn ein stinkiges Pferdefuhrwerk und ein hochrasanter Benzinmotor zusammenkommen, ja, wer muss denn da anhalten? Mein Brennerbur vielleicht? Man hat Sie immerhin höflich gebeten, anzuhalten. Nimm's hat nicht gebeten. Zusammenfahren hätte ihn sollen, den Hallodre, den. Ich Rindfisch, ich hab gebremst. Aber zu spät, nicht wahr? Ich habe so gemacht, warten, drin bleiben, nicht ins Gefällt. Es ist eindeutig Brauch in derlei Prozessen, dass ein Benzinwagen vor einem Pferdewagen fährt. In richtigem Deutsch hieße das, in vergleichbaren Prozessen hätte sich herausgestellt, ein Benzinkraftwagen fährt vor einem Pferdefuhrwerk. Da kann ich bloß sagen, bei uns nicht. Setzen. Veitel, nehmen wir seinen Platz. Der Zeuge, Herr Ökonomierat Josef Feustel, Guts- und Brauereibesitzer, oder hier. Grüß Gott, die Herrschaften. Grüß Gott. Servus, Veitel. Habe die Ehre, hohes Gericht. Grüß Gott, Herr Rat. Wie steht's? Ja, Herr Ökonomierat, es geht eigentlich nur noch um die Frage, hat ein Benzinwagen das Recht, vor einem Pferdewagen davor zu fahren? Das ist natürlich völlig absurd. Das ist nicht absurd, das ist so gut wie ein Gesetz. Herr Advokat, da muss ich Ihnen eine Belehrung erteilen. Ich habe eine Zeitung dabei. Da steht: Interessant ist aus dem Münchner Hofleben folgende Notiz unseres Korrespondenten. Der Herr Prinzregent haben allerhöchst angeordnet, dass die königlichen Kutschen und Wägen immer und überall im Straßenverkehr das Recht der Vorfahrt haben. Oh. Ausgenommen vor Kranken, Toten und Bierwägen. Bitte schön, Herr Richter. Überzeugen Sie einer selber, das ist eine bayerische Zeitung, kein preußisches Blatt. Ja, tatsächlich. Da haben wir ja noch einmal einen Mordsdusel gehabt. Damit, meine Herren, dürfte der Fall erledigt sein. Im Namen seiner königlichen Hoheit bitte aufstehen. Das heißt, es rentiert sich gar nicht. Ich habe nur noch zu sagen, die Klage wird zurückgewiesen. Die Sitzung ist geschlossen. Ausgenommen vor Kranken, Toten und Bierwägen. Das Leben geht weiter, ob Freispruch oder Zuchthaus. Und auf die Guillotine hat unser Herr Rat niemanden geschickt. Eine geradezu klassische Entscheidung und Formulierung. Ja. Außer Kranken, Toten und Bierwägen. Ja, Königliche Hoheit, unser gnädiger Herr Prinzregent, Herr Lebe hoch! 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 Eine liebe Zeit, trotz der Vorkommnisse, menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen im königlich bayerischen Amtsgericht.